Aber die Leute, wir rätseln weiter bei Trüberbrook. Pass auf, wir müssen immer noch den Quantendiskriminator zusammenbasteln. Aber, und fällen uns alle an Sachen. Pass auf, was hab ich denn noch? Die Pfeife, das Gummiviech und das Ding da. Und das die Glühwürmchen kann ich sein. Aber wir brauchen noch mehrere. Pass auf, das Ding können wir zlingen, aber dafür brauche ich Werkzeug. In den Keller komme ich noch nicht, dafür brauche ich einen Key wahrscheinlich. Ich schau mir aus. So, da raus den Pfeil noch, gell? Bei ihr habe ich die Bootsfahrt gewonnen, aber mit dem Boot können wir noch nicht fahren. Ich glaube, das muss ich reparieren, damit es weitergeht. Viel zu eisig zum Schwimmen. Das geht doch nicht. Scheiße, was tun jetzt? Der Baum, da können wir wieder die Krähen. Die Krähen brauche ich nicht mehr. Da sind die Glühwürmchen, geht die haben wir schon. Was gibt's da? Da geht's weiter, ja, da ist ja. Wackertel, bleib mal da. Kein Zutritt. Briefträger, Paketzustellungen und Pizzaservice. Zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und verschwinden. PS, keine Werbung. So, was haben wir da in den Müllhalter, schön? Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Das ist sauber, die schmeißen ihren ganzen Müll dahin. Beverly, mein Bild von diesem beschaulichen Örtchen ist getrübt. Mitten im Wald, so scheint es Usus zu sein, laden die Bewohner ihren Unrat ab. Man stellt sich die Frage, wer macht sowas? Ja, wer macht denn sowas? Der Baum. Was haben wir da? Ein Deckel, jawohl. Pfeife mal. Mal schauen, was passiert. So, da können wir diese Geier daher. Und dann? Wenn ich noch mit tue. Aha, da passiert nichts mehr. Mit dem Baum rennen oder wie? Die Ballade von Heinz und Rude. Wer tust du hier? Ein Seil, geh durch. Hallo? Hallihallo. Jetzt kommt der Hans. Ich schwing mir mal die Waffe, gell? Und da haben wir ein Baumhaus, geil. Der Schlummermachel ist gefährdet. Schleimschwimmer entdeckt. Ja gut. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Da können wir rein. Und da steige ich auf. Wer aus nur rum hat. Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten.
Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht. Kumpel, pass auf. Kein Grund für Gewalt. Ich sehe keinen Grund zur Gewalt. Hast du das Schild nicht gelesen? Ich habe sie gelesen und geflissentlich ignoriert. Witzig. Haha. Du bist einer von denen. Ich weiß es, gib's zu. Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Oh, okay. Ich sag's Ihnen. Und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgrad, Soldat. Sind Sie von der CIA, BND, HVA, FBI, NSA? Raus damit! Kumpel, pass auf. Bin gerade der Quantenphysiker. Ich heiße Tannhauser. Ich bin Quantenphysiker und mache Urlaub. Lügner! Das ist lächerlich! Haha, sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Die Wahrheit. Die Luft Die ist Luft dünn. hier oben wird langsam dünn. Okay, du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Und so bin ich hier oben gelandet. Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing übrigens. Ins Detail gehen. Du bist mein Kumpel. Hat du was, was ich brauche, kannt? Wow. haben wir Detaillierte da? Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Ein Bunkerbau. Damit fange ich jetzt gar nicht an. Eine Basstuba. Die Basstuber, so mein Kumpel, brauchst du die? Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Gut, überzeugt. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notrationen, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Ja gut, für den Notfall. Ich möchte doch, hier nicht Hammer? rumschnüffeln. Selbstschutz. So, mein Meister. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig. Haha. Geht doch nicht mehr, oder wie? Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Und Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Sie haben mich für verrückt erklärt und ins Sanatorium gesteckt. Damals, als es noch ein echtes Sanatorium war und nicht das, was die Kooperative daraus gemacht hat. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass für Leute wie mich kein Platz in dieser Gesellschaft ist. Leute wie ich müssen verschwinden, uns in Luft auflösen, untertauchen und wir müssen Widerstand leisten, bis unser Tag gekommen ist. Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Klar.
In der Theorie beschreibt der Begriff eine Art von interdimensionaler Öffnung. Ein Tor zu den Sternen. Ein Knotenpunkt. Eine Kreuzung in der Raumzeit. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört. Wissen Sie Näheres über diese Millennium-Kooperative? Ich weiß, dass das ziemlich mächtige Leute sind. Ein Geheimbund. So wie die Freimaurer oder die Illuminati. Sie bleiben im Verborgenen und die Regierungen sind ihre Marionetten. Die führen irgendwas im Schilde, hier oben in den Bergen. Das war mir schon immer klar. Sie waren aber ganz schön tief im Kaninchenbau, hm? Natürlich! Wirf mal einen Blick auf die alten sumerischen und babylonischen Schriften. Dann wirst du Muster erkennen. Ah! Hörst du das? Den Brummton! Stell ihn ab! Stell ihn ab! Aus, aus, aus! Das sind die! Die versuchen mich langsam in den Wahnsinn zu treiben mit ihrer atomaren Strahlung. Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Ja, alles obskure, theoretische Physik. Ein Vermischen von moderner Wissenschaft und okkulter Zauberei. Sie versuchen, eine Verbindung mit dem Südpol des Saturn herzustellen, mit Hilfe von Birkeland-Strömen. Birkeland-Ströme, schon mal gehört? Sie bewegen sich durch die Magnetosphäre der Erde und dann weiter bis hinaus in den Kosmos. Wie ein elektrischer Plasmastrom. Oder eine Helix. Eine Leitung direkt zum Saturn. Um die Wesen zu befreien, die dort eingesperrt sind. Wenn man den Nordpol des Saturn betrachtet, erkennt man dort eine Form. Ein Hexagon. Der Besondere kommen wir nicht weiter. Ich habe genug gehört. Danke für das Gespräch. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Mutter, mir reicht's. Mir oder nicht, oder? Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. 100% Ökostrom. Ich zing ab. Hätte ich Mutter krieg irgendwas, wo man weiterhilft. Dabei uns gerade ein paar Schauermärchen geben. So, der rund, einiges, oder? Noch mit dem Pfeifer bringt nichts, oder? Ja gut, mehr passiert da nicht. Aber der Deckel. Geht da was? Viel zu eisig zum Schwimmen. Scheiße, was tue ich mit dem Deckel? Da kommen wieder die Krähen daher. Weiß sie was? Hey, sweetheart. Guten Abend. Sweetheart. Ja, nix Ich mehr. muss weiter. Also im Moment stehe ich wieder auf dem Schlauch. Verschlossen. Da geht nichts mit dem Deckel. Scheiße. Pass auf, lauf mal um mich.
Irgendwo geht schon was. Pass auf. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für... Die Schießbude. Was war drum? Man muss eine Münze einwerfen. Eine Münze. Eine Münze habe ich mir im Kopf, gell? Aber die habe ich weggeworfen. Scheiße. Warte mal. Vielleicht geht mit dem Deckel bei dem anderen Kasperl was. Lauf nur mal um mich. Mit dem Deckel um im Baumhaus. Das um, Muster. Kein Zutritt. Briefträger, zweimal PS. Nein. Wir pfeifen. Wir pfeifen mal die Ballade. Hey, das geht schon. Ist irgendwas gegangen mit dem Deckel? Mutter, bin zurück. Das haben wir ein Windrad. Das ist ein Ökostrom. Das Windrad versorgt dieses Baumhaus mit Strom. Autonom und nachhaltig. Nachhaltig? Du schon laut, wenn ich mitnehme. Meckert ihr? Germanik? Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. So, jetzt habe ich das Windrad. Freunde, jetzt schaut mal ein bisschen aus. Mit dem Radl, geht da was? Jawohl. Das sollte als Schaufelrad reichen. Schaufelrad haben wir. Und das Viel Gummivieh? zu eisig zum Schwimmen. Nick. Ahoi! Bumm, es geht.